Hi, mein Name ist PJay und heute werfen wir einen Blick auf The Beginner's Guide. Direkt vorab, keine Angst, da werden ihr keine Spoileren, also nicht panikieren. The Beginner's Guide ist das Neitspiel von einem von den Entwicklern von The Stanley Parable. The Stanley Parable ist ein Meisterwerk und ein Spiel, das ich euch absolut rekommandiere. Weil ich auch das Spiel auf keinen Fall will spoilern, weisen ich euch ein paar Szenen aus der Demo. Oh, hello, hello, hello. Welcome to the Stanley Parable live demonstration. Go ahead. Why don't you try picking one of these buttons to press, and we'll see what your choice says about you. How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? Now this room is perhaps the most important you'll encounter in the demo. This is where we determine whether or not the demo has been effective. No! What are you doing? You can't make that decision yet. You haven't played the demo. Are you prepared for the Stanley Parable? Oh wait, what are we doing here? I'm lost. Let's just get back to the green room and start the demo again. Here it comes. Eight. Wait. This is all wrong. This isn't the Stanley Parable. Please take a minute to think about all of the mistakes you've made in playing this demonstration, as well as your lack of respect for demo taking in general. Third attempt, we shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable. Let the demonstration begin. No, it can't be over yet. You didn't see anything. Die Demo ist übrigens für mich die beste Demo, die ich je gespielt habe, weil sie da genau weist, worauf sie dich alles, ohne auch nimmer den geringste Spoiler, weil die Demo nicht wirklich ein Teil vom Spiel ist. Zurück bei The Beginner's Guide. Es schon enorm Schwierigkeiten, ihr auf dieser Platz etwas zu suchen. Erstens, natürlich, weil bei diesen Spieler all Spoiler fatal wird, und zweitens, weil ich ehrlich gesagt gar nicht richtig weiß, was ich von The Beginner's Guide halten soll. Eins steht fest, es war eine Erfahrung, und ob gut oder schlecht, Ende bringt es dich und Nachdenken. Das hört mit seinem Viergänger gemeinsam. Das ist aber auch schon eine von den einzigen Gemeinsamkeiten. Die Karlzwillen sind folgend. Spielzeit gut 1 Stunde und 1,5. Replayability. Preis auf Steam bis den 8. Oktober 7,19 € und danach 8,99 €. Was der mit den Informationen macht, ist Iech überlassen. Wer die Erfahrung mit dem Spiel fand, hängt ganz viel von ihren Gedanken auf. Ich bereue nicht auf alle Fall nicht, dass ich es gespielt habe und ich muss noch gehen. Sorry.